Und Peter Brinks ist mal wieder bei uns. Die kölsche Kultrockband Brinks hat am Wochenende das erste öffentliche Konzert in der Corona-Krise gespielt. Und zwar in einem Autokino, allerdings auch Auto mit Abstand. Das muss ein ganz besonderes Gefühl gewesen sein. Servus Peter, grüß dich. Morgen. Wie war es am Wochenende? Aufregend, also es war eine neue Erfahrung. Und so was haben wir noch nicht gemacht und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich mal für oder vor Autos singe. Ja, wir werden dann nachher ausführlicher sprechen. Wir waren ja glücklicherweise mit der Kamera dabei. Wie geht's dir aktuell in dieser Gesamtgemengelage in Sachen Corona? Ja, immer mal. Ich habe mal Tage, da geht es mir besser, dann steckt man es besser weg. Jetzt das Wochenende hat man wieder ein bisschen Mut gemacht, da haben wir uns alle gesehen. Aber ich habe auch Tage, wo es schwer ist, wo du so wach wirst. Irgendwie ist halt immer da. Ne? Dieses Gefühl ist immer da. Wir können im Moment nicht spielen, eine komplette Tour ist abgesagt. Wir hätten Kölner Arena jetzt gespielt, tanzen in den Mai und so. Ist schon bitter für die Leute und für uns auch. Also. Was hörst du denn von den Kollegen, die auch wie ihr im Karneval schwer unterwegs sind? Da ist ja eigentlich auch perspektivisch, sagen wir zumindest der eine oder andere, der sagt, das wird schwer werden für die nächste Session. Ich sehe das auch noch nicht. Und im Moment sind auch irgendwie alle so ein bisschen auf Tauchstation gegangen. Ne? Deswegen irgendwie, bei uns war dann irgendwann diese Idee geboren und dann kamen sie alle mal für eine Woche richtig wieder in die Hufe, weil man das umsetzen wollte und das hat ja dann auch geklappt. Aber so richtig die Stimmung nach Feiern ist ja im Moment auch nicht. Gibt es denn umgekehrt Dinge, die du an dir selber entdeckt hast jetzt im Zuge des Zuhausebleibens, von denen du vorher keine Ahnung hattest, dass da irgendwelche besonderen Talente hervorgekommen sind oder irgendwelche Hobbys, die du neu für dich entdeckt hast? Also ich habe jetzt nicht einen Keller aufgeräumt oder sowas, was man überall hört und bei uns wäre es ja auch so, wir haben die Karnevalssession ja noch gespielt und ich hätte eigentlich bis zum 22. hätten wir noch Urlaub gehabt und hätten dann so, man nennt das so Warm-up-Gigs, so 2 kleine Gigs gespielt und wären dann auf Tour gegangen. Also da ist für uns noch alles im normalen Bereich und ich bin es auch gewohnt, viel zu Hause zu sein, tagsüber mit den Kindern. Das ist auch nichts Neues für mich. Wie alt sind die? Meine kleine Tochter ist 12 und dann habe ich noch einen Sohn, der ist 21 und einer, der ist 24, der wohnt allerdings nicht mehr bei mir. Aber die 12-Jährige dreht die schon am Rad, oder? Ja, die dreht vor allen Dingen kann die ja keine Freundin und so, das ist ja schwierig. Die dreht schon ziemlich am Rad. Also ich bei meinem Neffen, der ist irgendwie jetzt in der 1. Klasse und bei der Nichte, die ist in der 5. erlebe, die sind mittlerweile Facebook, FaceTime, so fit wie ein Turnschuh und stellen irgendwelche Familiengruppen zusammen und dann wird irgendwie fleißig Video gechattet. Ja, das ist bei uns auch so. Ich muss immer gucken, dass die Lili nicht so viel am Computer oder am Handy hängt. Ne? Ja. Und machst du zu Hause dann auch den Aushilfslehrer so ein bisschen? Das macht meine Frau. Also Ja. das ist nicht, und sie sagt immer, ich soll das machen, weil die will natürlich nicht. Kann man sich ja vorstellen. Mit Papa können Sie mehr Spaß haben. Ne? Wenn Sie zu Hause noch mehr Fragen haben, gerne her damit, reichen wir selbstverständlich im Laufe des Vormittags. Peter Brinks heute bei uns. Du kennst die Ecke ganz gut. Also wir hätten eigentlich vor dem Laden frühstücken können, oder? Das ist mein Zuhause, ja. Das ist mein Kiez, genau. Mein Viertel. Wie nimmst du die Menschen dort wahr, die jetzt alle die Schotten dicht machen mussten über die letzten Wochen? Ja, ich bin ja nicht mehr jetzt so viel auf der Landmannstraße, weil man ja nicht einkaufen konnte. Das war ja fast alles zu. Und also, wenn man mit den Leuten bei uns redet, die haben natürlich auch alle Angst. Und gerade wenn du so Gastronomie hast, ich habe auch Freunde, die Gastronomiebetriebe haben, das ist natürlich eine Katastrophe. Was der Koch gerade sagte aus dem Haus Pöttgen, du kannst das ja nicht nachholen. Du isst ja ein Schnitzel, was du jetzt vor 3 Wochen gegessen hast, nicht nach. Ja, gut, manche machen das, stimmt, aber das geht ja theoretisch nicht. Und das ist schon schlimm für so Läden. Und dann auch die Mieten, je nachdem, wenn du in der Innenstadt irgendwelche Kneipen hast, man weiß, wie teuer die Mieten sind, 2, 3 Monate zu, bist du eigentlich platt, ist der Gastronom am Ende. Und das ist jetzt eine Branche von vielen, ne? Auch wenn wir über die Konzertbranche sprechen. Eure Tour ist abgesagt worden. Da hängen ja nicht nur die Musiker dran, die auf der Bühne stehen, sondern auch die Techniker, die Crew, die Jungs, die das Licht aufbauen, die das Licht verleihen und. Das sind ja auch... Bei uns, wenn man allein sieht, das Konzert in der Kölner Arena, da war die Arena, ist der Veranstalter unserer Veranstaltung, wie viele große Veranstaltungen da weggebrochen sind, was da alles arbeitet, in den Fressbuden drumherum. Da sind ganz viele Jobs hinten dran, die alle wegfallen. Das ist schon schlimm. Ja. Auf die schönen Teile der Musik werden wir gleich noch einen Blick werfen und wir hätten auch noch das für Sie. Volle Kanne Montagsfrühstück mit Musiker Peter Brinks und wir hoffen, dass diese Wertschätzung für diese systemrelevanten Berufe auch bleibt, wenn Corona mal vorbei ist. Ne? Und dass die Leute dann nicht wieder komisch gucken. Ja, da gibt es ja viele Theorien. Also was ich auf jeden Fall auch die Tage von dem Herrn Precht gehört habe, der hat einen guten Satz gesagt. Der hat das verglichen mit der Bankenkrise. Da wurde ja auch gesagt, wir retten erst mal die Banken und dann ändern wir was. Ich glaube
glaube aber, zu ändern sollte man jetzt, weil jetzt auch alle in dem Bewusstsein sind, dass irgendwas anderes passieren sollte. Also ich würde sowieso allen Arbeitnehmern vorschlagen, jetzt erstmal alle wieder in die Gewerkschaften rein, damit ihr Power habt zusammen und euch jetzt wehren. Also jetzt sagen, wir wollen neue Tarifverträge und vernünftige Gehälter kriegen, Krankenschwestern, Müllmänner. Du siehst ja all die Berufe, die jetzt an der ersten Front stehen und so. Erstmal sind es zum größten Teil 80% Frauen, die in diesen gefährdeten Berufen arbeiten, an Kassen und so. Und die meisten Jobs sind unterbezahlt, muss man einfach sehen. Ne? Ja. Wenn wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt werfen wir erstmal einen fröhlichen Blick auf die Geschichte von Brinks. Nicht umsonst eine der Kultbands made in Köln. Ihre Botschaft ist klar. Die Brinks lassen gerne mal alle 5 Grade sein. Kleine Späße inklusive. Sünderlein, so heißt ihr jüngster Hit. Polka, Folk und die Wucht der Rockmusik. Das ist der Zündstoff der Band um die Brüder Peter und Stefan Brinks. Ihre Konzerte spielen sie mit vollem Körpereinsatz. Und das schon fast 30 Jahre. Köln 1992, das legendäre Arschhu-Konzert gegen rechte Gewalt vor 100.000 Menschen. Mit auf der Bühne die damals frisch gegründeten Brinks. Sieht man die Menschen sich sehnen? Ursprünglich als Rockband gegründet, entwickelten sie einen guten Riecher für originelle Coverversionen. Mit der Zeit orientieren sie sich immer mehr in Richtung Party- und Karnevalsmusik. Ihrem politischen Statement sind sie dabei immer treu geblieben. Und wenn sie auf der Bühne stehen, dann geben die Brinks alles. So war das früher und so ist es heute. Das macht Laune, oder? Ja, das kommt hoffentlich auch wieder. Ja. Dieses Live-Spielen vor Tausenden von Menschen. Du hast gerade noch gesagt, dein Lieblingsvideo war das mit den Puppen. Das alte Zirkuspferd. Mein absolutes Lieblingspuppentier. Das war vor allen Dingen war es total klasse, als der Martin da mit den Puppen kam, die uns darstellen sollten. Das ist ja so ein Martin Reinl, der legendäre Puppenspieler. Das war einfach ein toller Dreh. Das hat Spaß gemacht. Wie die Kinder haben wir da in dieser Puppenwerkstatt da rumgespielt und so. Das war toll. Ich muss dann immer so lachen, wenn du mit denen vor der Kamera stehst. Also bei Zimmerfrei oder auch als er hier war mit dem alten Zirkus, kommt dann immer so ein Lachflash rein und kommt dann nicht mehr raus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der Wahnsinn ist, wenn er da drin ist, also wenn er in den Puppen drin ist, die Puppe liegt da und auf einmal, ich war in der Vivaldi-Show, hast du das mal gesehen? Und dann fangen die ja echt an zu leben und das war echt spooky. Es sind viele Persönlichkeiten, die in einem Mann stecken. Genau. In dir steckt ja auch mal ein Dachdecker. Ja, aber nur für kurze Zeit, ne? Ja, ich habe eine Lehre mal angefangen, so für 6 Monate und das war nicht mein Ding. Also ich bin da ganz schnell nicht mehr hingegangen. Man muss ja sagen, Musik ist auch genetisch bedingt bei dir, intravenös sozusagen mitgegeben worden. Vater ist auch schon Musiker gewesen, ne? Mein Vater macht auch heute immer noch Musik, der ist schon weit über die 70 und spielt immer noch und ist auch gut drauf und wir haben viel von dem gelernt und auch viel mit ihm zusammen Musik gemacht. Ja. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass Musik auch, was den Beruf angeht, dein Leben begleiten könnte? Bei mir war das echt ausschlaggebend, ein Lindenberg-Konzert irgendwann so, da war ich so 14, 15. Da habe ich das erst war in der Sporthalle, habe mir Lindenberg angeguckt und ich weiß, ich bin nach Hause zu meinem Vater und habe gesagt, so einen Job will ich auch haben. Und dann hat der Vater gesagt, ja. Nee, da hat der Vater gesagt, der liegt mir bestimmt ewig auf der Tasche. Hat er aber Unrecht gehabt, oder? Ja, aber ich konnte seine Angst schon verstehen. Also, dass man davon leben kann, ist ja meistens die Ausnahme. Ja. Wann war bei euch da der Punkt, wo das geswitcht ist und wo ihr eigentlich auch sicher wart, dass das jetzt wirklich euer Leben begleiten könnte und ihr auch davon leben könnt? Wir waren lange nicht sicher. Also wir haben Anfang der 91 ersten Plattenvertrag gekriegt und dann in den 2000er Jahren sah es dann echt schlecht aus. Dann kam Superjalle Zick, dann sind wir so in den Karneval gekommen und so ein bisschen auch auf die Partyschiene und dann ist es echt richtig groß erfolgreich geworden. Und die letzten 20 Jahre haben wir echt nur Glück gehabt.
Habt ihr dann auch mal mit diesem Karneval zwischenzeitlich gehadert und sagt, jetzt, wir wollten doch eigentlich eine Rockband sein, jetzt sind wir plötzlich eine Karnevalsband auch? Oder hat sich das in den Jahren auch immer mehr vermischt, dass diese Genres sozusagen auch nicht mehr gegeneinander stehen und verschiedene Schubladen sind, sondern dass du da einfach schön als Band alles mitnehmen kannst und genießen kannst? Also ich sag mal so, als wir in den Karneval gekommen sind, hatten wir natürlich am Anfang auch heftige Diskussionen in der Band, ob das Richtige ist. Was wir direkt gemerkt haben, dass das eigentlich dieselben Leute sind, die auch zu Rockkonzerten gehen, das ist halt nur Karneval. Also das ist totaler Blödsinn. Und was wir gemerkt haben, dass der Stellenwert der Band, also gerade in unserer Region, ein ganz anderer wurde mit den ersten Karnevalshits. Und gerade Superherrle Zick war, ich würde fast sagen, ein ziemlich progressiver Text. Also da wurde ja eine Sprache gesprochen, die man vorher im Karneval gar nicht kannte. Und so haben wir natürlich auch eine neue Generation mit in den Karneval gebracht. Wir waren damals Anfang der 30, so 35, 36 war ich oder Mitte 30. Und der Karneval war, ich sag mal, wenn da Leute saßen in den Zelten, die 40, 45 waren die jung. Das hat sich ja heute zum Glück total geändert. Mit uns sind dann neue Bands, junge Bands gekommen. Das Publikum ist auch wieder ein ganzes Stück jünger geworden. Der Karneval muss ja weiterleben. Also ich hadere da heute nicht mit und ich glaube unsere Band auch nicht. Wir haben dem Karneval unheimlich viel zu verdanken und natürlich auch den Menschen in der Stadt. Wir sind dadurch bekannter geworden denn je. Die Songs können alle singen und ich glaube, jeder, der sagt Karneval, der sollte einmal hingehen und sich einmal mitreißen lassen, dann kommst du da auch so schnell nicht raus, wenn es denn hoffentlich bald mit dem Karneval irgendwie weitergeht. Jetzt dieses Idee-Ding mit dem Autokino, in dem Konzert zu machen während der Corona-Zeit, wie hat sich das ergeben? Der Christian, unser Trommler, der hat wohl vor ein paar Wochen irgendwie mitgekriegt, dass die Diskussion losging, ob man Autokinos eröffnen könnte. Als Kino natürlich. War ja klar, in dem Auto bist du in Quarantäne. Und dann sagt er, normalerweise müssen wir doch auch da spielen können. Und dann haben wir das so durchdiskutiert. Und dann war natürlich das Wichtigste, dass wir eine Freigabe von der Stadt, vom Ordnungsamt und der Bürgermeisterin bekamen. Und dann haben wir denen das erklärt. Und dann durfte man nicht das Autokino ganz voll machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das zusammen. Und das ist super angenommen worden. Nach all den Wochen Quarantäne waren die Leute natürlich total geil darauf, endlich mal wieder rauszukommen. Live-Konzert. Das erste Live-Konzert in einem Autokino. Wie es war, schauen wir uns gleich an. Platz für den Magen. Genießen Sie den Tag. Vielen Dank, Brigitte. Peter hat sehr interessant zugehört. Ne? Das, gerade als Musiker, weißt du, mal schnell hier, mal schnell da. Geregeltes Essen, super wichtig. Ich bin nicht besonders übergewichtig und schwanger war. Ja, okay. Aber es gibt ja viele, die trotzdem Magenprobleme haben. Also ich kenne Magenprobleme. Ich kenne das schon mal, wenn man zu viel unterwegs ist. Aber wir haben das meistens, oder ich habe das meistens nach zu heftigem Feiern. Dann Genau. Das ist also das Beste gegen den Kater, ne, im Prinzip. Genau. Vielen Dank, Brigitte, für den Besuch. Wir haben noch eine Menge mit Ihnen vor, unter anderem das. Die Stars müssen kreativ werden, oder? Peter Brings ist auch ganz begeistert gewesen von den Rolling Stones. Ja, ich finde das super. Also gerade die Jungs jetzt alle da so fit da rumstehen und Musik machen, wer hätte das gedacht? Und Charlie Watts, also einfach eine coole Socke, oder? Wie er da hockt. Und du kannst jetzt irgendwie überall gucken, wie die wohnen. Ja, das ist auch, also ich fand das sehr interessant gestern, dass man so ein bisschen in die Wohnzimmer oder in die Proberäume reinspinksen konnte. Wen fandst du am coolsten? Am allercoolsten, das ich mir überlegen. Ich fand Elton John schon mal nicht schlecht im Garten. Ne? Und ich fand eigentlich den coolsten war hier Paul McCartney. Das hat mir am besten gefallen. Ja, Klassiker halt, ne? Ja. Die alten Haudegen. Ihr seid jetzt im Autokino unterwegs. Das ist ja auch eine Möglichkeit, viele Menschen an einem Ort zusammenzubringen, die sich nicht persönlich begegnen, weil sie alle in Autos sitzen. Und das ist ganz gut gelaufen. Wir waren mit der Kamera dabei. Hupen ist das neue Klatschen, zumindest für die Besucher des ersten Autokino-Konzerts der Kölner Band Brings am Freitagabend. Insgesamt 250 Autos mit Insassen durften im Autokino in Köln-Porz live beim ersten öffentlichen Konzert während der Corona-Krise dabei sein. Mit gleichnamigem Kaltgetränk zelebrierten die Fans das besondere Ereignis. Die Stimmung hinter den Windschutzscheiben mega, auch wenn die Verpflegung selbst mitgebracht werden musste. Die Idee stammt vom Trommler, erzählt uns der Frontman der Kölsch-Rockband vor dem Konzert. Ich glaube mal ganz ehrlich, so wie wir jetzt hier stehen, heute Abend wird, glaube ich, auf diesem Planeten keine Band auf eine Bühne klettern, außer uns. Weil das geht ja nirgendwo. Und wenn man sieht, dass das eine Möglichkeit ist, dass die Leute trotzdem in ihrer Quarantäne sind und dann hier zusammenkommen können, wäre das doch schön. Schon am Nachmittag, Stunden vor dem Konzert, Schlangen an der Einfahrt. Die Karten für 30 € pro Person innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Glücklich
wer eine ergattern konnte. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben wirklich alle Freunde, hat es geklappt. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir die Tickets hatten, aber irgendwie hat es dann funktioniert. Und wir haben uns wahnsinnig drauf gefreut, weil wir einfach jetzt alle mal wieder zusammen sind und wir alle auch jetzt mal wieder gesehen haben nach 5 Wochen. Ja, ich bin ja wegen meiner Mutter hier. Genau, mein Papa wollte nicht, ich bin mitgegangen, freue mich aber auch, weil es eine super Musik, ist eine super Idee, jetzt zu der Zeit, freue mich, wird cool, ja. Ich wäre eigentlich nächste Woche in Hamburg auf dem Konzert gewesen. Das ist ja leider abgesagt bzw. in den September verschoben worden. Und dann war das jetzt natürlich eine willkommene Alternative. Wann hat man schon mal seinen eigenen Sitzplatz beim Konzert dabei? Ist das erste Mal, dass ich das im Leben habe. Finde ich super. Anja und Michael Bestgen sind Brings-Fans vom Scheitel bis zur Sohle. Doch das haben sie noch nicht erlebt. Ist für alle was Neues, aber Corona ist auch für alle was Neues gewesen. Deswegen, es ist super. Es ist total Wahnsinn. Dabei hat ihr Faible für die Band einen besonderen Hintergrund. Meine Frau hat sogar bei den beiden Brings-Brüdern mit dem Vater zusammen Gitarre spielen gelernt. Die erinnern sich ja nicht mehr dran, aber wir erinnern uns dran. Und deshalb ist Brings auch daher was Besonderes für uns, als Kölner natürlich sowieso. Nur unter strengen Auflagen können die Fans ihrer Band lauschen. Trotzdem wird geschunkelt und gefeiert, höchstens 2 Personen pro Auto oder Familien sind erlaubt. Es ist ein skurriles Konzert, merkwürdig leise, denn der Parkplatz wird nicht direkt beschallt. Boxen sind keine an der Bühne angebracht, der Sound kommt über das Radio in die Autos. Gewinn machen die Jungs von Brings damit übrigens nicht, denn die Einnahmen spenden sie unter anderem den Pflegekräften der Kölner Uniklinik. Auch die haben während der Corona-Krise mehr als nur Applaus verdient. Nach 2 Stunden fahren alle glücklich heim. Nachdem man so lange gar nichts unternehmen konnte, war es echt toll, dass man jetzt endlich mal raus konnte. Und das Konzert war super. Super schön. Super schön, Hat uns riesig Spaß gemacht und wir kommen gerne wieder. Das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, ich glaube, das war das erste Mal weltweit gefühlt. Habe ich vorher noch nie gesehen, gehört. Also bin froh dabei gewesen zu sein. Die Tränen liefen einem runter, genauso wie im Peter. Irre. Wirklich ganz toll. Und wir konnten sie lauter und leiser machen, wie wir wollten. Ein Autokinokonzert wie dieses, das könnte ein neuer Trend in Zeiten von Corona werden. Ist es, glaube ich, jetzt schon, oder? Es gibt da mittlerweile Comedians, die in Autokinos auftreten, Varietés planen da gerade irgendwelche Geschichten. Da habt ihr irgendwie gut was aufgestoßen. Ich glaube auch, und ich habe das ja an dem Abend auch auf der Bühne gesagt, wir waren ja total froh, dass das dann funktioniert. Das war ja so ein Babangspiel, du wusstest nicht genau, funktioniert diese UKW-Übertragung in die Autos. Und ich habe eine ziemlich dicke Anlage im Auto, wie man sich ja vorstellen kann. Und als die dann geprobt haben, die Jungs, wir hatten noch einen Gast dabei, den Stefan Stoppock, bin ich dann schnell in mein Auto, habe das nach vorne gefahren und habe das ausprobiert und machte das Radio an und hatte wirklich einen hervorragenden Sound, wie der Mann gerade auch sagte, man konnte es laut und leise machen. Das ist ja manchmal vorteilhaft. Und da fiel mir, ich konnte das echt im Auto hören, 2 Steine vom Herzen. Ne? Da war klar, dass es ging. Habt ihr denn überhaupt richtig proben können? Ja, eben nicht. Es war, weil der Betrieb des Autokinos lief weiter. Und die haben dann an der Nacht vorher, nach der letzten Vorstellung, ein Autokino fängt im Moment spät an, weil es ja dunkel sein muss, haben die da irgendwie um 3 Uhr angefangen aufzubauen. Da konnte man aber den Ton nicht mehr ausprobieren, weil wegen Anwohnern und mitten in der Nacht. Also es war wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Aber als es dann funktioniert hat, haben wir auch gesehen und auch gesagt auf der Bühne, dass das auch eine Möglichkeit ist für Comedy, unter Umständen auch für Theater. Oder Varieté, Musiker, alles könnte man versuchen, in so einer Art und Weise wieder auf die Bühne zu bringen. Oder irgendwelche Autokinos einfach aufmachen irgendwo, ne? Ja, oder auf der grünen Wiese, du brauchst einen UKW-Sender und dann wird es ja praktisch funktionieren. Und eine große Leinwand, dass sie alle sehen können. Und das macht man ja mittlerweile mit so LED-Wänden, das ist ja machbar. Ein privates Radiokonzert. Ihr macht jetzt da noch mehr davon. In Düsseldorf ist auch eins geplant, ne? Wir spielen jetzt am Freitag und am Samstag in Düsseldorf. Und die waren auch Köln und Düsseldorf, das war innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas, waren die Dinger da voll. Das ging ganz schnell. Leute sind auch ausgehungert, ne? Muss man echt sehen. Haben Bock drauf und es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen, dass das Gefühl da bleibt. Wir haben, wo du das gerade sagtest, ich bin ja nicht immer so mit so Schlagzeilen in Zeitungen und gerade auch zu Hause und so. Über uns freut man sich ja nicht immer. Aber die haben geschrieben in unserer Boulevardzeitung zu Hause, wir hätten der Stadt das Gefühl wiedergegeben. Und das hat mich echt gefreut. Das ist mir so nahe gegangen. Weil das war eigentlich auch der Hintergrund. Und ein gutes Gefühl. Ja, das meine ich, das ist wichtig. Der Brings bei uns heute und ey, auf Facebook wird alles geguckt und alles sehr genau geguckt. Wir haben ein Video gezeigt, in dem Brings
Dinge zerstört haben? Was? Ich glaube, die meinen, wie Manfred, 2 waren es, dieses Ortsschild, was ihr beschmiert habt mit Landeshauptstadt und so. Ja. Da habt ihr aber nichts kaputt gemacht, Nein, oder? wir haben natürlich so Butterbrotspapier davor gezogen, was man auch sehen kann, wenn man richtig guckt. Und haben natürlich nicht das Ortsschild zerstört. Das würden wir nie machen. Wir lieben ja die Düsseldorfer. Das ist doch einfach nur ein Witz gewesen. Wir machen sowieso nichts kaputt. Wir bauen immer alles wieder ganz. Also wir haben nichts zerstört. Deswegen spielen Sie ja auch jetzt in Düsseldorf. Genau. Na, im Autokino, weil ihr Düsseldorf so mögt. Wir können ja das Ortsschild fahren, das ist sauber und das hängt da auch noch. Alles gut. Und mit Peter Maffay ist auch wieder alles gut. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, ja, die da immer noch durchs Netz kursiert. Hat dir mal eine gelangt oder wie war das jetzt? Genau? Wir haben uns mal die Haare gekriegt vor fast 30 Jahren beim Konzert und wir haben beide ein bisschen zu viel getrunken. Wir haben uns längst vertragen, das ist längst Geschichte und Peter ist ein guter Mann und wir sind ja auch Namensvetter, ist alles vergessen. Alles gut. Bringst eine tolle, bodenständige Band, Hut ab für die Konzerte, bleibt so. Viele haben es auch im Fernsehen verfolgt. Ist ja auch dann auf kurzem Dienstweg wirklich alles gegangen, ne? Ja. Das Konzert, das ihr im Autokino gespielt habt, ist dann auch im Fernsehen übertragen worden. Sonst dauern solche Sachen Monate, wenn nicht gar Jahre. Das ist vielleicht auch das Gute an der Corona-Krise, dass man sieht, dass manche Sachen jetzt auf einem kleinen Dienstweg funktionieren. So die Stadt, die Bürgermeisterin, der WDR, alle haben super sofort mitgearbeitet, weil sich, glaube ich, auch alle darüber im Klaren waren, dass das vielleicht ein Zeichen ist, dass die Leute mal wieder wenigstens für 2 Stunden mal eine positive Message kriegen. Und das nicht nur über... Ja, ein gutes Gefühl. Genau. Ja, was mir auch ein gutes Gefühl macht, ist in der Küche. Danke, Herr Rausmeier. Und Peter hat es mitbekommen, das war das Gericht für den Sicherheitsabstand. Deswegen war da so viel Knoblauch drin. Ach so. Bist du ein Koch, weil du das so professionell begleitet hast hier? Also ich koche schon mal ganz gerne so zu Hause. Ich habe nur gedacht, bei so viel Knoblauch und dann eine Maske an, da würde ich ja von meinem eigenen Knoblauchfahren in den Ohren fallen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Du hast ja mal über dich gesagt, du bist eigentlich ein echter Spießer. Ehrlich? Ja, sagen wir mal so, ich habe viele Eigenschaften, die in Anführungsstrichen spießig sind. Ich bin so einer, ich laufe immer mit der Nagelschere durch den Garten und so, das mache ich schon gerne. Wenn ich zu Hause bei mir bin, dann muss immer alles loopy sein. Ja. Mein Garten ist so, ich sage mal, bei der Gartenarbeit kann man, wenn du so richtig in der Erde bist und so, ne, dann fühlt man so richtig den Planeten, auf dem man ist und ich mache das total gerne. Und du siehst im Gegensatz, wenn man Musik macht, dann spielst du einen Song und dann ist der weg. Ja. Aber wenn du einen Rasen pflanzt oder irgendwas anpflanzt, kannst du das beobachten, zum guten Schluss ernten oder man hat das also richtig real. So ein Song, der geht dann raus in die Welt, ne? Ja, wenn du Glück hast. Ne? Ja, genau. Ja. Wenn du großes Glück hast. Dein Arbeitsplatz ist dann auch alles sauber und geordnet oder so kreatives Chaos? Ich habe unten im Keller so einen Computer und so ein Interface mit einem Mikrofon, dass ich singen kann. Ja, das ist relativ übersichtlich, aber so, da bin ich nicht so. Ich bin eher im Garten. Auch, im Garten. Zu Hause ist, glaube ich, eher meine Frau für die Ordnung zuständig. Und euer Probenraum, bei mir ist ja früher mal so, du hast eigentlich schon gerochen, wo die Rockmusik zu Hause war. Ne? So diese Teppiche, diese alten Teppiche, wo so ein bisschen, wie soll man sagen, der Gilb drauf war von den Kippen und so dieser alte Muff. Mhm. Ja, Feuchtigkeit im Keller. Wir hatten früher Proberaumklamotten, weil die stanken wirklich. Proberaumklamotten? Ja, ich habe mir Klamotten angezogen, weil das genau, was so gerade wenn man kein Musiker ist, weiß man das nicht, aber ich rieche es, wo du es beschreibst. Genau. Ne? Wir haben natürlich mittlerweile eine richtige Wohnung, so eine alte Fabrikhalle, die so umgebaut ist. Da riecht nichts mehr. Wir haben auch eine Putzfrau. Wenn wir die nicht hätten, würde das Ding, wir haben da eine Küche drin und ein Bad. Ich glaube, da wird sich alles bewegen. Also nicht ungeduscht zur Bringsprobe kommen. Man kann auf der Bringsprobe duschen, wenn man möchte. Genau. Und dann wird auch aufgeräumt, da ist eine Waschmaschine. Man könnte da praktisch auch leben, das ist ein Studio, unsere Proberäume. Und da kommt tatsächlich einmal die Woche jemand und räumt für uns auf. Wissen ja viele gar nicht, euer Schlagzeuger lebt ja in der Bassdrum. Genau. Zum Beispiel. Ich habe auch jetzt diesen Geruch von unseren alten Probenräumen wieder in der Nase. Ja, das wünschen wir uns alle. Peter Brings heute bei uns. Du hast auch eine Maske, die liegt hinter dir? Ja, die liegt hier hinter mir. Ich bin, damit ihr alle seht, so mit der Maske gekommen. Die werde ich auch gleich wieder anziehen. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du aus der Wohnungstür rausgehst? Ziehst du an? Ich ziehe die wenn ich im Park alleine unterwegs bin mit meinem Hund, ziehe ich den nicht an. Also, aber wenn ich einkaufen gehe oder wenn man weiß, man geht irgendwo rein oder ist mit Menschen zusammen, ist der Maskenschutz, glaube ich, kann mir vorstellen, dass das echt was bringt. Ich habe jetzt eben hier in der Garderobe gehört, dass es gibt ja ein Bundesland, ich weiß nicht welches, wo es Maskenschutz schon gibt. Ja, vor allen Dingen hat Jena ja jetzt Erfahrung gesammelt, auch dass einfach keine Neuinfektionen über eine Woche sind, wenn alle Maske tragen. Ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Und wenn das wirklich funktioniert, dann ist es ja ratsam, so ein Ding anzuziehen. Ne? Ja. Das wird wohl allerdings noch ein bisschen dauern. Warst du mal in Paris? Nee, leider noch nicht. Musst du hin, die Stadt der Liebe. Ja. Ja, aber in dem Sommer wird man auch nicht wegfahren können, ne? Familienurlaub und so.
auf Balkonien. Ja, wird zu Hause stattfinden, finde ich jetzt erstmal nicht so ganz so schlimm. Ja. Irgendwie Hauptsache, man kann irgendwie zusammen sein. Aber da sind wir ja wieder dabei. Die einen haben Garten, die anderen sitzen in der Wohnung. Ich glaube, vielen Leuten wird es schlecht gehen in der nächsten Zeit, weil sie einfach auf beengtem Raum leben müssen. Und da sollte man auch dran denken irgendwie. Du bist mit Hund jeden Tag auch vor der Tür, ne? Hast ja gerade schon erzählt. Du hast ja sogar mal gesagt, du wärst gern dein eigener Hund, oder? Ich habe das jetzt die Tage gesagt, als das losging, weil mein Hund, den interessiert das nicht. Also ich hab den noch nicht lange, der ist ein Mädchen, die ist jetzt gerade mal 9 Monate alt. Und, was ist das? Ein Mops? Ein Mops ist das, ja, genau. Und die freut sich natürlich. Wir sind den ganzen Tag zu Hause, Optimalfall für die. Alle sind zu Hause, das wird der Hund ja klasse. Ne? Alles entspannt. Und da habe ich gesagt, ich will meinen Hund. Der ist jetzt im Moment glücklich. Jetzt haben wir Paris menschenleer gesehen. Fußball wird wohl auch irgendwann, du bist ja FC-Fan, ne? Weitergehen dann erstmal in leeren Stadien. Wie ist das für dich? Kann man sich ja so noch gar nicht vorstellen. Irgendwie, das wird man sehen. Das ist für die Mannschaften natürlich auch ernüchternd, wenn da niemand ist, der dich anfeuert. Das ist wie Konzerte vor Autos spielen. Das ist ja was Ähnliches. Ja, aber es hat ja auch funktioniert. Jetzt mal für die Kölner ist ganz gut gelaufen, bevor die Bundesliga Übungsende verkündet hat, oder? Allerdings, das ist sogar sehr gut gelaufen. Das hätte ja gar keiner gedacht. Aber ich sage mal so, wir hoffen jetzt alle, wenn es dann wieder losgeht, dass es auch so weitergeht, dass da direkt wieder angeknüpft wird. Was ich ja gut finde, dass der Sport viele verbindet, ja, und Brinks sind ja auch mit Friedhelm Funkel eng verbunden, ja, der ja Düsseldorf trainiert hat und auch nach seiner Entlassung hier noch saß. Ein cooler Typ, wie ich finde. Ein ganz cooler Typ. Im letzten Video noch mitgespielt und hat sich noch selber auf die Schippe genommen und so, muss man schon sagen. Ganz toller Mann. Jetzt Geisterspiele im Fußball wären ja quasi das Gleiche wie Geisterzüge im Karneval. Kannst du dir sowas vorstellen? Ein Zug durch Köln, wo die Menschen einfach nur aus den Fenstern jubeln? Also es gibt bei uns ja den Geisterzug, wo die wirklich als Geister verkleidet, das ist so ein alternativer Zug. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute nur am Fenster hängen und nicht am Zug. Das wird ja nicht zu realisieren sein. Also ich will jetzt nicht so laut rufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne einen Impfstoff einen Karneval gibt, so wie wir den kennen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Du hast als Kind keine Hobbys außer Musik? Doch, aber ich weiß, dass der Vater meines Vaters, der hatte auch so eine Eisenbahn und wir durften da nie mitspielen als Kindern, weil das könnte ja kaputt gehen. Also ich habe das eher immer so, das war so eine Hassliebe, diese Eisenbahn. Das Kind im Manne sozusagen. Ja. Wie geht's jetzt heute für dich weiter? Entspannt chillen zu Hause oder probt ihr noch mal für die nächsten Konzerte im Düsseldorfer Autokino? Nee, wer probt, fällt den Kollegen in den Rücken. Das, weißt du, das macht man nicht. Nein, das stimmt doch nicht, oder? Nein, Quatsch. Ihr probt dann zu Hause, oder? Ja, wir proben. Wir haben jetzt gespielt, wir müssen noch nicht so viel proben. Wir sind 30 Jahre zusammen. So ein bisschen. Also, könnte man alle nachts wecken und ihr würdet irgendwie. Würde ich schon sagen. Ja, ich fahre jetzt gleich nach Hause und dann werde ich mit dem Hündchen was rausgehen. Das ist ein schöner Tag. Ja. Und dann wir ganz normal in den Tag rein. Ja. Mit guter Laune. Mit guter Laune. Ja. Und sag noch mal, wann die Konzerte in Düsseldorf sind. Gibt es da noch Karten? Oder ist das Freitag, Samstag, die sind ausverkauft. Leider. Ja, aber ich bin mir sicher, das werden nicht die letzten in Autokinos gewesen sein, oder? Denke ich mal auch nicht. Ich hoffe, dass jetzt mehrere Künstler kommen und auch da auftreten. Ja. Dann bleibt gesund. Vielen Dank fürs Hiersein. Gruß an die Kollegen. Danke Ihnen fürs Zugucken. Wir sind morgen wieder da. Ab 8:55 geleiten wir Sie weiter entspannt und bester Laune auch durch diese Krisentage. Schönen Montag noch. Servus. Tschüss. Danke ganz herzlich.